ob der raffinierte Plan von der Tante Clara auch wirklich klappt. In der letzten Stunde am Freitag ist der Charlie mit einem Zettel zum Geschichtslehrer führen. Clara ist einfach die beste Tante der Welt. Sie hat nämlich dem Lehrer einen Brief geschrieben und freundlich gefragt, ob Charlie eine Viertelstunde früher gehen könnte, weil sie eine wichtige Familienangelegenheit nicht verschieben kann. Und pünktlich hat Charlie dann auf dem Schulhausgang auch ihre beiden Schwestern getroffen. Tante Clara hat ihren klapprigen Kabinenroller gegen einen alten Kombi austauscht und vor dem Schulhaus auf ihre Nichten gewartet. Elsa, läuft alles nach Plan? Alles Roger, Chef. Hast du an Fanny gedacht? Nicht, dass die ganze Aktion wieder am Kinski scheitert. Alles organisiert. Die Fanny ist bis am 4 Uhr versorgt. Wir sind jetzt parat, Clara. Wir wechseln auf den anderen Kanal. Ende. Hey, cool. Ist das richtiger Polizeifunk? Klar ist das Polizeifunk, Elsa. Ist ja auch kein Wunder bei einem alten Polizeiwagen. Und schliesslich müssen wir ja auch jemanden verhaften. Aber alles das ist für pensionierte Polizistinnen verboten. Also, es muss unter uns bleiben. Versprochen. Versprochen, natürlich, klar. Selbstverständlich. Als sie mit dem Kombi in der Nähe vom Güterschuppen parkiert haben, hat Clara Material- und Aufgabenverteilung gemacht. Charlie, da sind Kassettenrekorder und Mikrofon. Probierst am besten noch eins aus, ob alles funktioniert. Jetzt zu dir, Elsa. Von da aus hast du eine gute Sicht auf einen Güterschuppeneingang. Und da hast du einen Schlüssel vom Vorhängeschloss von der Tür. Sobald wir drinnen sind, schliessest du ab, für das es niemand merkt. Und falls bei dieser Aktion etwas schief geht, rufst du über das Funkgerät die Polizei. Sag dazu, dass die Kollegen Prim und Lumme in Gefahr sind. Wichtig, Prim und Lumme. Alles klar? Klar. Inzwischen hat Charlie das Mikrofon und den Rekorder getestet. Alles war in Ordnung. Clara hat der Johanna und der Charlie noch je eine Taschenlampe in die Hände gedrückt und selber noch eine genommen. Elsa, noch mal etwas. Du bleibst die ganze Zeit im Auto. Und denk dran, dich zu ducken, wenn die Bande auftaucht. Alles klar? Okay, alles klar, Tante Clara. Also, dann gilt es jetzt ernst. Der Bert und sein Kollege warten drinnen schon auf uns. Viel Glück. Die drei Schwestern haben sich nur noch mit ernsten, grossen Augen angeschaut und waren gleichzeitig stolz und furchtbar nervös. Tante Clara, Johanna und Charlie haben die Lampen angeknipst und sind in stockdunkel Güterschuppen reingegangen. Charlie hat gehört, wie Elsa hinter ihnen das Vorhängeschloss von außen einhängt und zudrückt. Ihr Herz hat ganz schön angefangen zu klopfen. Der Güterschuppen hatte kein einziges Fenster. Es war stockdunkel und genauso unheimlich, wie als Charlie das erste Mal da war. Im Keller, dort wo der Raum der Bande ist, haben schon der Bert und sein Kollege gewartet.